Servus Leid, ich bin's wieder, euer Läusel. Und ich bin der Papa. Heute machen wir mal wieder ein Kochvideo. Ich bin begeistert. Ja, der Papa freut sich wie Sau, das macht er nämlich sowas von gern. Bestimmt. Ja, und heute machen wir... Ja. Ist okay? Alles gut. Gut. Also ihr seid gewiss gespannt, was wir heute kochen für euch. Heute machen wir Allgäuer Fleischkirchler. Allgäuer Fleischküchler. Küchle, glaube ich. Küchle. Ja, weil das ist nämlich aus dem Allgäu, das sind Schwarm, die nennen sie aber Bayern. Das sind bayerische Schwarm. Eigentlich sagt man ein räuberisches Bergvolk am Rande der Alpen. Die kein Mensch nicht versteht. Weil jetzt habe ich schon gestottert da, gell? Ja. Also fangen die wir reden an. ganz komisch reden sie. Aber naja, gehört auf alle Fälle angeblich zu Bayern. Also machen wir halt Allgäuer Fleischküchler. Genau, Allgäuer Fleischküchler. Ja. Also da brauchen wir jetzt 3 Brezen. ja, die haben wir eingekocht in 300 Milliliter Milch. Ja, Die war auch schon Ei. genau, die sind schön eingeweicht. Ja. Dann habe ich 1 Kilo Hackfleisch. Ja. Dann haben wir... Also ich muss jetzt einmal dazu sagen, eigentlich ist das Rezept für 800 Gramm Hackfleisch, deswegen sind wir mit den Mengen schon, ja. Genau, dann haben wir eine große Der Papa hält sich einfach nie an Rezepte, nie nicht. Läusel und dann haben wir noch eine große Gemüsezwiebel, die hat der Papa hervorragend vorbereitet. Ja, die Mama vorbereitet. Dann haben wir 140 Gramm Emmentaler. Ja, geriebener Emmentaler, Dann haben wir 3 Ohr. ja, 1, 2, 3. Lass uns wieder eins fallen gehen. Das hältst du mir ewig vor. Ja, schon. Und Da kugelt schon. ja, und ein Ohrbatzen haben wir. Ja, und der Obatz, da kommt rein. Ja, Genau. 3 Löffel. 3 Löffel. Und dann kommt der Salz und der Pfeffer rein und mehr nieder. Ja, Ich hätte noch gemeint an Knoblauch und an Majoran und, aber na, da nicht. Also probieren wir es einfach einmal, wie es ist, gell? genau. Ja. Also, jetzt haben wir da das Hackfleisch Gut, das Hackfleisch. und da tust du jetzt die Brezen rein. Da tue ich jetzt die Brezen rein. Ja, Einfach die so aufgekochten, ja genau, das tust du jetzt da rein. Mein Partei, wie schaut das greisig aus? Sag das einmal. Ja, das schaut schon ein bisschen blöd aus. Ja, schaut, geht. Und was jetzt? Voll schleimig. So, und jetzt tust du da den Emmentaler auch mit rein. Haben wir auch schon abgewogen. Ja. 140 Gramm. Ja. Und jetzt geben wir da 3 Löffel Obatz dann rein. 3 große Löffel. Ja. Esslöffel. Den hätten wir selber mal Kinderfeier, gell? Da haben wir ein hervorragendes Rezept, aber das wollte der Papa nicht machen. Ja. Na, der kauft lieber den Kreisligen, bevor wir den guten selber gemacht machen. Um 3 Löffel in ein Rezept zu geben, soll ich dann einen... Ja, damit es besser schmecken tut, aber na Ja, wenn es gut. besser schmecken tut, hätte ich die Kuh wohl auch selber melken sollen. Wir haben doch gar keine Kur, wo magst du denn die Kur hernehmen? Das war nur so gesagt. Und dann noch die Zwiebeln. Ja, schon. Ist die Schüssel vielleicht ein wenig klar? Ja, man kann echt schon mal batzen, gell? Eben. Ihr müsst es mal sehen, inzwischen ist auf der Schüssel hast du jetzt die Hand abgeschlägt? Ja, das war die Und dann Zwiebeln tust du nachher da kneten und ich muss da Spucki essen. Darf ich noch die Eier Ja, reinschlagen? Futeifina. Also, Also ich schlage jetzt noch die Eier rein. ja schon, aber keine Schale, gell? 1. Ist ja auch keine Schale drin. Da ist keine Schale drin.
Oh Gott, das ganze Eis zermatscht, wenn da keine Schale drin ist. Wenn da keine Schale drin ist, also so. Ja, du hast halt nicht so zermatschen schon, dass wir jeder, also sag einmal, das sind Quiz, also ich sage einmal, das ist bei Gut. jedem Küchler, wenn wir jetzt mindestens 10 Eierscheune haben. Schaut's an, so schaut ja das ganze Zeug aus. Ja, aber was ist noch nicht drin? Salz, Ja. Da gehen wir jetzt 30 Gramm Salz rein, musst abwiegen, da ist die Waage. ja, soll ich das auf die Waage schütten? Nicht schütten. Du tust jetzt die Schüssel da drauf und dann kann man das einstellen, dass es auf 0 ist und 30 Gramm Salz, weil du hast ja wieder mehr oder sagen wir mal 25 Gramm, naja, 30 Gramm. Gut, also sind es jetzt 2 Kilo 215 und ich tue jetzt einfach auf 45. Du gehst auf Tara-Drucker, dann ist auf 0, dann siehst du das auch gleich richtig, da musst du nicht rechnen. Antara. Okay, gut, dann schütte ich mal. Sollen wir jetzt da aufstützen? Nein. Oh, 20 Gramm, na 30 Gramm haben wir gesagt. Vielleicht sollst du schon ein wenig verteilen. Das kommt doch durch das Mischen. So, wow. Gut. Hast du jetzt zu viel? Ja, 6 Gramm zu viel. Jetzt ist das so versalzen, dass man es nicht mehr fressen kann. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich schon. Und wie viel Pfeffer? Pfeffer können wir jetzt da 6, 10 Gramm. 6 Gramm ist im Rezept. Dann 8 Gramm ist im Rezept und wir werden es ein bisschen erhöhen, weil der Papa ja sich nicht ans Rezept gehalten hat. Ich sage mal, was ist mit der Kamerafrau? Entschuldigung. Ja, jetzt tu da mal 8 Gramm da. Ja, Vielleicht tust du die falsche Richtung drehen, schon mal aufgefallen, dass nichts rauskommt. Und außerdem, du Depp, verkehrt rum. So blöd muss man mal sein. Hat die Mühle verkehrt rum gehalten. Mei, oh mei, kein Wunder, dass du keine Kochvideos nicht magst, gell? ja. Tu da mal ein bisschen lächeln dabei, bitte. Ja, Lächel mal in die Kamera. ja, aber ich habe ja schon total viel Pfeffer und er sagt mir immer noch 2 Gramm. Ja, da musst du noch ein bisschen weiter dran. Jetzt springt er wieder fix, Luja. Und glaube, das langt. Soll ich euch einen Witz erzählen? Nein, das Ja. langt mir jetzt. So, Na, ich glaube, das ist Zwängpfeffer. Wie viel ist denn wie viel Gramm? jetzt ist es wieder auf 0 gesprungen. Ja, mei, jetzt musst du noch mal von vorne anfangen. Na, ich mag nicht. Ich tue, Ja, sag mal, du hast aber schon ein wenig ein Aggressionsproblem, oder? Ich mein, ich bin total lieb und mein nichts Böse und der Papa schreit mich an. ja, jetzt lass mal, ich glaube, wir mixen das einfach zusammen und dann kosten wir. Ja, tu das jetzt einmal mixen. Ja, wenn es uns nämlich nicht schmeckt, dann ist egal, was im Rezept steht. Vielleicht schmeckt es ja nicht, weil man zu wenig Pfeffer drin hat. Dann kann man nachpfeffern und nachsalzen. Ja, Salz haben wir 2 und Pfeffer haben wir jetzt 2 zu wenig. Ja, dann gleicht es sich aus. Na, ich weiß ja nicht. Ja, also wir kneten jetzt halt einmal und den gekneteten Tag, den zeigen wir euch nachher. Genau. Ja, weil ich möchte jetzt nicht so sagen, wie der Papa 5 Stunden in einer viel zu kleinen Schüssel. Sag einmal das in die Kamera rein, wie gut das ausschaut. So, sieht Näher, man. her. Näher. Wegen her. Jetzt habe ich da beinahe mal Guschal drin gehabt. Ja, siehst du. Ja, ein wenig her, das haben wir nicht gesehen. Halt einmal in die Kamera. Und schön schief. Jetzt fällt gleich alles aus. Ja, also wir sagen nachher den Tag. Bis nachher. Bis nachher. So, da schauen wir wieder.
Der Papa hat das Ganze jetzt schon ganz gut durchgemischt, gell? Sag einmal. Zeig ich mal. Ja. Sieht man, Ja. bloß die Brezenstücke, das muss ich sagen, die werden ums Verrecken nicht weich. Vielleicht hätte man es länger einwachen sollen. Wir haben es über 5 Minuten eingeweicht. Ja, vielleicht gehört das ein bisschen länger Soll einwachen. ich jetzt die Pflanze formen? Naja, dann hat man lecker knusprige Brezenstückerl in die Pflanze drinnen. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Ja, und jetzt machst du da, Mache schöne große Klumpen. ja, aber nicht rund, weil sonst sind sie in der Mitte nicht durch. Okay. Sondern so wie Fleischpflanzen. So, Ja, aber sie ist jetzt auch nicht geformt, gell. Aber macht ja nichts. Auge ist zwar mit, aber bei uns, wenn wir kochen, dann ist das Auge ausgestoßen. Na, wie sagt Was man meinst denn? du da jetzt? Das fällt das Augenlicht aus. Na, das Augenlicht fällt auch nicht aus, aber man kann auch nicht sagen, dass das Auge mit ist, aber Hauptsache schmeckt. genau, Hauptsache schmeckt. Schau, das nächste Pflanzerl. Ja. Ich finde, das sieht schon besser aus. Ich lang mich nicht um mit deinen komischen Fleischbratzen. Das ist voll eklig. Hast du den Tag einmal probiert? Ja, Ja, und schmeckt er? ist nicht gräuslich. Ich probiere es lieber, wenn es gebacken ist. Genau. Ja, weil ich mag mir meinen Magen nicht verderben, gell? Es ist da nichts drin, womit man sich den Magen verderben Ein kann. rohes Fleisch. Ein rohes. Ein rohes Fleisch. Ein rohes Fleisch. Ja, da hast du recht. Ja, schon. Ich dachte, du beklagst dich wegen dem Käse. Nein. Ich weiß ja nicht, Loppi, mein Bruder, der isst nämlich keinen Käse nicht. Für den ist der größte Albtraum ein Käsebrot. Wenn du das sagst, dann schmiert er eine. Ja, das stimmt. Ja. Naja, also der Papa, der formt jetzt fleißig weiter und Ja. nachher hat er mal die nur rausbraten in der Pfanne. Aber das zeigen wir euch alles. Die armen Zuschauer. Wieso? Wird ein bisschen langweilig, oder? Keine Ahnung. Aber ich kann ganz viel Witze erzählen. Ja, es wird langweilig. Ich soll keine Witze erzählen. Na, Da draußen ist was, ist dir das schon aufgefallen? ja, keine Ahnung. Da rumpelt's und pumpelt's. Gewiss der Jens Lupo wieder, der am Tiny Heisel umeinander spielt. Ja, er baut ein neues Tiny-Häusle. Dieser Kreuz mit Jens Lupo ist auch scheiße. Ja. Ja. Also mir zeigen euch nachher die Fleischküchle, gell? Aber sag einmal, die was du schon hast. Die kostet ja gleich schon mal sagen. Und so schaut doch nicht schlecht aus. Na, schaut nicht schlecht aus. Und wenn's rausgebraten dann nachher sagen wir es euch nur einmal. Und natürlich auch die Kostprobe, die Probierprobe, wie man essen, gell? Ja. Ja. Und dann die Kamerafrau macht nachher noch einen Kartoffelsalat dazu, gell? Weiß sie das schon? Na, das weiß ich nicht, ich hab's dazu verdonnert, aber jetzt weiß ich's. Spätestens jetzt weiß ich's. Ja, gut. Ja. Also nachher, bis später. Ich sag auch noch, jetzt ist was runtergefallen. Gott sei Dank nicht die Fleischküchler, das wäre jetzt blöd gewesen, gell? Haha. Naja, also wir sagen nachher die fertigen Fleischküchler. Dann bloß nur rausbrauen und dann müssen wir schauen, gell? So, da sind wir jetzt wieder. Jetzt sind die Fleischpflanzen fertig. Na, Fleischpflanzen darf ich ja nicht sagen, sondern das Allgäuer Fleischküchle. Genau, Allgäuer Fleischküchle. Ja. Also, das ist jetzt da das Küchle. So, jetzt sagen wir da den Zeller. Schaut. Ja. Ja, vielleicht sollten wir mal. Und ihr wundert euch gewiss, warum wir im Wohnzimmer kochen, gell? Mysteriös, mysteriös. Und jetzt, Ja, wir haben schon Platten zum Einsticker, ist nicht wirklich mysteriös. Gott sei Dank, sonst ruft irgendjemand den Mythenmetzger. Ja, jetzt machen wir mal. Ja. Jeder mag singen. Und wie schaut's aus? Sag einmal.
Der Gras hat sich gezogen. Sag einmal das große Kirchel. Draus einmal. Schaut. Oh, da ist der Käse schön geschmolzen. Näher. Näher. Hey! Das schmeckt aber voll gar nicht schlecht. Nein, ist gut. Ja, die sind lecker. Ja, das sind Allgäuer Fleischküchler. Ja, müsst unbedingt nachmachen. Die schmecken saugut, gell? Wir schreiben das Rezept unten in die... In die Videobeschreibung. Genau. Genau. Oh, das sang aber gut, da freue ich mich jetzt Ja, und drauf. es riecht auch gut. Und jetzt möchte ich essen. Ja, ja. Servus, ich Also mag Servus, essen, Servus. kocht es nach. Saugut, Saugut. saugut. Servus. Servus.